Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. An den letzten Podcasten habe ich schon selber angefangen umzuschwätzen bzw. zu verstehen, was mit unseren spannendsten Undeler lass uns, wie das ein bisschen funktioniert, was Systemik dahinter ist. Also will ich das Ganze nach einem weiteren Schritt mehr weit bringen. Und zwar das Thema Schiedarbeit abgreifen. Und noch hier sitzt, wie man im inneren Kind, Rebecca hat New Age Esoterik gemeint, einen Ausdruck zu gebrauchen, den 100% aus der Psychologie kennt. Naja, ein bisschen seinen zu gehen. Just weil du durch mich schmackhaft gemäht hast oder auch nicht, merken wir auch, dass wir am richtigen Weg sind. Mich persönlich verwundert immer, für was Leute nicht einfach so, okay, Schied war ein Thema, was der Carl Gustav Jung gesagt hat. Dann gucken wir mal, was er wirklich darüber geschrieben hat. Und wir probieren dann nicht, das Ganze aus dem Kontext und aus dem Konzept zu reißen. Dabei muss ich kurz ein Klammer abmachen, stellen leider ganz erschreckenderweise fest, dass besonders zum Beispiel in Deutschland oder so, Jung so ein Tabuthema ist. Ich mir dafür gerne den Freud zitieren, aber die Jungen an Arabisch zu zitieren, das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Das habe ich nicht gemäht, wo ich meinen LP-Arabisch gemäht habe. Also, probieren wir mal einfach ganz kurz zu erklären, was es mit dem Schild auf sich hat. Das ist, was ich mal spannend fand, das ist die letzte Information oder die letzte Erklärung, die ich davon gelesen habe, habe ich ein bisschen drüber schmunzeln müssen, weil du einfach gesagt hast, ja, also wir haben als Bewusstsein und dann, also eben das, was innerbewusst oder unbewusst ist, das ist dann am Deichtren, also Light and Shadow dann sozusagen findet sich so ein Tag und das wird unterschieden. Aber die Sache geht ein bisschen mehr weit. Das heißt, wir haben ganz viel, was unbewusst ist, was auch vollkommen okay ist. Das betrifft auch ganz wertneutral Sachen, in den Auto fährt, an den am Anfang gelehrt wird, an sich und alles wird mich erinnern, Gangschaltung, an Gaser, Bremsen, Spiegeln, an Winker, sieht das nicht aus. Irgendwie nie, waren auch für verschiedene Leute ohne die Winker, aber irgendwie nie sind die Sachen an dünner bewusst ergangen. Alles das ist nicht an unserem ewigen, wahren Bewusstsein da. Aber der Schied ist das, wo man Sachen hier verdrängen. Das heißt, das sind die, also auch wenn man Sachen haben, die am Innerbewusstsein, so man mal zu einem Teil einfach so heinzens können, bis um tiefer Fleisch schwappen, probieren wir die, sobald so um tiefer Fleisch kommen, um direkt einen Deckel drauf zu machen und sie ganz weit zu verdrängen. Dazu gibt es übrigens vom Ciro Marchetti ein wunderschönes Quote, wie hinter den Teufel gezeichnet wird, wo danach auf den Knien sitzt und sich wäscht an den Teufel die Stadt herum, also die Sachen, die man nicht wollen, betrüchte verdeifeln, man schon sozusagen, und probiert den zu verdrängen, und sich schwört bei ihm auch der Schild an aller Rot drauf, dass er betrücht wird. Den Hocken auch bei der Schiedarbeit, als wie sie erklärt wird, was da aufläuft. Konsequenzen davon, die können da erst ganz gerne angucken, wenn da mit Leuten Kontakt kommt, die so an sie für Schiedarbeit machen. Weil das immer dasselbe was auftaucht. Dazu kommen wir ein bisschen spät. Worum geht es also noch laut Jung Schiedarbeit? Bei der Schiedarbeit geht es darum, die Aspekte, die wir probieren zu verdrängen, wir erkennen sie ganz oft darum, weil da zum Beispiel Charaktereigenschaften sind, die als bei einem anderen furchtbar auf den Nerv gehen, etc., wo auch Traumata mit dabei gehören, also Sachen, die man nicht wollen bei anderen gesehen, weil mehr sie selber nie hun dir vermachen oder weil wenn man probiert hätte, mehr als nicht mehr hätte können aufpassen, man als selber damit das sozusagen gefordert hätten. All die Sachen, die also da verdrängt sind, sollen rausgeholt gehen, sollen, und das ist das ganz wichtig dabei, wertneutral betrachtet werden. Es gibt das Buch von Steve Wolfer, Connie Zweig, Romancing the Shadow heißt das, wo es wirklich darum geht, zu verstehen, dass all Unteil, die wir also verdrängt tun und die wir als negativ bewährt tun oder als gefährlich, auf jeden Fall man dann auch verdrängt tun, und sich genauso wertneutral eine Ressource ist, das was sie Hidden Gold oder verstockten Gold betrifft, dass ihn also dem Moment, wo ihr leiert, diese wertneutral zu gucken, an dem nicht so mal irgendetwas unzudoen, wird als schlecht oder als Basewinner zu stellen, also ihr feststellt, dass auch die Dealer
eng Ressource sinn, Puffer hunn, eng Kraft hunn an den Besoin hunn, déi wir an unserem Leben brauchen, op déi wir an unserem Leben sollen oppassen, an die man op de oder Weis können integrieren op eng gesund oder Weis. As dat wat an der New Age Esoterik ugebäude gëtt? Nee. Hei fängt et dann an eng Richtung zu goen, die net so ganz gesund ist. An der New Age Esoterik wird ganz klipp erklärt von wegen, dass man eben Undeler hun, die nicht so gut sind, mit dass man die integrieren sollen. Los, erstellen mal eigentlich just zu, so kann er lang auf der Zunge zergehen, und dann fragt wie soll das funktionieren? Was geschieht eigentlich damit? Das heißt, wir haben nicht ob die Undeler weiterhin als negativ zu bewerten, an gehen lohin, wenn sich den Video oder den Podcast über Transaktionsanalyse angelöscht hat, die wissen ungefähr, was für ein Deal da mal dran kennt. Das heißt, als zwei Eltern kommen ran, den jugiert, den tut den als schlecht, und den anderen sieht, es sind aber trotzdem froh mit dem. Und das, was dabei geschieht, dass das Leute sind, die sich hier nur einen Freibrief damit schreiben, sich nicht unbedingt respektvoll zu beholen, und zu sagen, es sind eben so, du musst mich eben holen, wie es sind. Und die Mengen, dadurch hätten sie hier recherchiert, integriert, und sie hätten hier Arbeit gut gemäht, und damit wären sie an der Reihe. Interessanterweise, dass mein erster Satz von immer kennt, dass du musst mich holen, wie ich bin, so nicht dem, ich muss dich gar nicht holen. Du musst gucken, wann du irgendwie ein Jahr lang durchstehst, weil es dein Charakter und den anderen Leute auslässt. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was hast du wirklich geschieht? Sie haben effektiv das Shit integriert. Das heißt, sie haben nicht das, was am Shit dran ist, das, was sie verdrängt haben, rausgeholt, wertneutral an einen gesunden Moos integriert. Aber sie haben carrément hier Shit mit und Dinge gesagt, also etwas, wo sie bewerten, als das ist schlecht, das base, das was immer, also all die negativen Dinge, behalten sie die Werte, die Werturteiler sich selber, weil das sind Undeler von uns, sich selber gegenüber, haben sie darunter 4 Uhr fest, und sitzen die Dealer sozusagen mit an als innere Tafelrunde, und die können nun dem das machen, was sie wollen. Beziehungsweise, die projizieren das auch noch außen. Und das ist unser Start, was da bei der Sache geschieht. Am Sinn von der Tisch, was machen die Leute, worunter erkennen die Leute? Erstens, wie ich gesagt habe, wenn sie mit dem Rebellen und den NRW sehen, du musst mich eben holen, wie ich sehe. Oder die andere Version, du bist zwar nicht wert, du bist der letzte Dreck, wie gucken mal, wie gut sind ich, weil es sind einfach froh mit da. All das sind Leute, die nicht Dundeler, die sie am Schiertaten rausgeholt haben, an sie proper integriert tun, an dem sie wertneutral geguckt haben, mit die effektiv den ganzen Shit mit dem Tisch geholt. Das können sich ungefähr so vorstellen. Stellt euch mal vor, der hat den Hund, den sich der Bausen am Bulli wenzelt. So, das ist der Shit. Und den Undeel, die gut dann hast, das ist den Hund, den du drin sitzt. Und dann könnt ihr hier gehen, und der wäscht den Hund ein bisschen auf, mit der Prop, und sagt, oh, du hast meinen schönen Hund, und den wert auch über mich, und das ist ein guter Kumpan, und das ist ein Familienmitglied, und den hole ich an den Auto, und dann ist alles schön und gut. Oder der holt den Hund mit dem Schild, also mit dem ganzen Bulli an den Auto, und da beschwert der erst bei Jenny und Manny rundherum, dass das Auto knaschtig ist. Genau so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, wie an der New Age Esoterik Schild behandelt wird, integriert wird, was absolut nicht mit einer proper Schiedarbeit zu dienen hat, wo er sich klar anguckt von wegen, für was Hundestadt verdrängt, was ist den Undeel davon, den uns wichtig ist, dass ich ein Hund, die lebensnotwendig teilweise auch ist, aber was kann ich machen, dass ich den und den Tisch kriegen an einem gesunden Maß? Die soll schon nicht an extrem Dinge gehen, wie mit allem, nichts im Übermaß. Der Tisch, wie kann ich den Tisch kriegen, dass er an der richtigen Balance dran ist, an mit der zugehört, und dann dem Moment auch passt. Und für mich von den wichtigsten Dingen oder ein von den besten Beispielen davon ist immer die Geschichte vom Egoismus.
Egoismus, wo ganz viele Leute einfach durch ihre Erziehung von wegen, sobald irgendjemand sich Zeit für sich selber geholt hat, nicht mit den Gesichtern gedealt wird, etc., kommt der Satz, das ist nicht so egoistisch. Also sind sie gegangen und haben den Egoismus geholt und haben den einfach mal an den Schild verdrängt. Also im Sinne von, sie haben sich nicht mehr so gestanden, auch mal etwas für sich selber zu machen, auch für sich selber zu suchen in dem Moment. Das hat verschiedene Nachteile. Das heißt, erstens mal entwickeln sie den Mangel an Selbstwertgefühl von wegen, sobald sie sich eine Zeit für sich selber holen, haben sie direkt ein schlechtes Gewissen. Ja, der besteht überhaupt, sie opfern sich ganz gerne für andere ab, an, was extrem auffällt, dass das für so einen Trick hat. Wenn ein anderen sich mal die Zeit für sich selber hält, dann so feiert, guck, den feiert. Was ist denn so egoistisch? Das heißt, sie sprangen genau an den Trigger an. So. Los schaffen die Leute und sich erstellen fest, ja, wenn ich nicht selber mich mit mir selber befassen, gucken, dass es mir gut geht, ich kann nicht von anderen verlangen, dass die das machen, beziehungsweise das ist auch nicht ihren Job. Ja, ich muss gucken, es sind den ersten, die weiß, was ich brauche, dass es mir gut geht. Also muss ich auch mal als Erste gucken, dass ich das tue, dass es mir gut geht. So. Die haben das proper integriert, das heißt, die holen eigentlich den Teil vom Egoismus, und ich meine, der hat ein bisschen meinen Podcast vielleicht schon an den drin. Ich schwätze nicht von gesundem Egoismus, weil Egoismus ist per se gesund. Und holen den dahin, also voilà, so. Das heißt, sie holen aus dem Jugement heraus. Sie gucken die Sache wertneutral, sie holen aus dem Jugement, was der Schild ausmischt, die das Verdrängen ausmischt, holen sie ihn raus, setzen den an, probieren mal rauszufinden, okay, es soll zwar laut, das ist den, die rieft an, sagt, kannst du mir nicht hier und helfen, wir sind gerade furchtbar mit, ich habe schon den ganzen Tag schon geschafft, und ich kann ihm sagen, hey, heute geht es mir wirklich nicht, ich brauche heute wirklich mal einen Tag für mich, wie wäre es mit morgen? Voilà, so. Also ich bin egoistisch, ich setze mich für, mehr am Sinn von, weil wenn ich morgen komme, da bin ich gut ausgeruht, und da geht es mir gut, und dann habe ich auch Kraft für das zu helfen. Voilà, das ist nicht, dass in den Namen außer Ohr lässt. Die aber den Hund mit dem Bulli mit an den Auto holen, das sind die sagen, ich gehe vier, also muss ich für ihn noch mehr gucken. Weil die gut nicht verstanden, was das geht. Das ist, die sind auch immer dabei zu sagen, Egoismus ist etwas Schlechtes, aber ich muss das akzeptieren, ich muss froh mit dem Teil sein, den ich als schlecht bewerte. Und ich meine, ich brauche nicht zu sagen, was das für ein Clinch an einem dran geht. Du hast einen Teil, den immer jugiert geht, den ist nicht froh darüber, den ist nicht glücklich damit, an den anderen Teil, der jugiert. Das ist, muss nachher an uns dran den Zwist an dem Moment. Also gehen wir hin, an dem holen den Hund, man Bulli mit an den Auto ran. Also schon das zwar nicht gern, aber das ist eben so, also muss ich noch mehr gucken, also müssen die anderen auch noch mehr gucken. Voilà. Aber schon haben wir ein Problem an der Geschichte. Auch an dem Fall, wo Leute an die dritte Richtung probieren und dem Shit zu schaffen, werden sie nie, weil sie schon den Egoismus immer nach bewerten und als schlecht bewerten, bewerten sie sich schon selber, sich selber, bewerten sie noch immer als schlecht. Das heißt, wenn ein anderer kennt, an ihnen Hilfe anbietet, da können sie nicht unholen, weil sie so es sind schon nicht wert, für das überhaupt ein anderer hilft. Also, Katz beißt sich mehr wie ein Kern, die Schwanz da. Es bringt gut nichts. Und das ist eben der Unterschied von wegen New Age, Esoterik, Schiertarbeit versus proper, wirklich Schiertarbeit, wie der Carl Gustav Jung so angeschwart hat. Betrügt euch die Tricken, freut euch für was sie verdrängt tun, weil auch das hat einen Grund. Wir machen das nicht einfach aus Spaß an der Freude. Das hat einen Grund für uns aufzusichern, als die Sicherheit nachher immer gefährdet, wenn ich den nicht rausholen, beziehungsweise was kann ich da machen, dass meine Sicherheit nicht gefährdet ist, aber wie kann ich dann den Teil wertneutral an einen Muss integrieren, für das sie wirklich passt und dass ich meinen Frieden einmal fangen. Weil das andere bringt immer noch nicht mehr Clinch an, bringt auf Dauer gar nicht. Das heißt, das ist dann auch mal eigentlich so global gesehen, das Thema Schiertarbeit, das heißt, da kommen natürlich auch noch weiter Podcasten über Details, mir für einfach so mal Sachen aufzurennen, mit der Systemik von der bandendsten Familie, von der Transaktionsanalyse, mit der Arbeit mit den bandendsten Kindern und mit den bandendsten Eltern, bis hin zu eben all den Undelen, die wir über die Zeit verdrängt tun, die gerne mit dürfen und in den Tisch sitzen kommen.
Ich hoffe natürlich, ich habe es mal auf den Weg gehen, wie immer. Was ihr Fragen über die Sachen habt, könnt ihr mich gerne ausschreiben, mich gerne kontaktieren. Und ansonsten, vielmals merci für den Anlauf. Schöne Mittag, schönen Abend und gute Nacht.